Die Damen und die Herren, herzlich willkommen bei meiner Sendung dem Europa Live-Ticker mit Christoph Hansen. Wie die sitzen auch das auch nicht am Studio, mehr bei mir daheim am Büro. Das ist auch richtig so. Ich meine, wir als Politiker sollen du auch Vorbild sein. Dir musst du hinbleiben, wir mussten das doch machen. Wir sollen alle guten, so man wie möglich Kontakt mit den anderen Leuten tun, für dass wir so, die sogenannte Kurve so platt wie möglich halten und so wenig wie möglich Leute nur noch weiter infiziert gehen mit dem Coronavirus. Coronavirus lähmt natürlich all als Arbeiten ein bisschen, aber trotzdem können wir als Europadeputierten weiterschaffen. Ich hatte zum Beispiel das Woche Zeit, ich hatte schon in den letzten Sendungen schon gesagt, es sind Rapporter für die Handelsaufkommen mit Großbritannien, das wir machen müssen, wann Ende des Jahres die Briten komplett aus dem Marché intérieur raus sind. Wir sind an der sogenannten Transitionsphase. Dem muss das Parlament Herr November einen Akkord finden. Ich hoffe, dass wir das an der Zeit hinkriegen, muss das Parlament zustimmen. Wir sind umgang den Rapport zu machen, schon das Woche fertig gemacht und die Übersetzung geschickt. Ihr wisst, die muss dann noch an all die anderen Amtssprachen übersetzt gehen. Natürlich, das Woche hatte ich mal Zeit, das fertig zu machen. Andererseits haben wir auch ganz viele Reunionen. Wir machen das so wie dir und ich per Webmeeting eigentlich, schon dann den iPad, wo ich die Sendung heute mal abholen. Gesehen ich dann noch die anderen Kollegen. Das ist natürlich ein bisschen schwerfällig, wie die Reunionen, wo sich physisch gesagt. An Gestern zum Beispiel waren ich ganze 6 Stunden an Webmeetingen, an du nach 4 Stunden Telefonate. Das heißt, wir kriegen Zeit aber gut wieder gesehen. Und dann sind wir aber auch nach andere Sachen im Gang zu schaffen. Ich meine, an all europäischem Land Oslo ein sogenannten ein Urgenzgesetz eigentlich gemacht gin. Das heißt, wir gehen eigentlich die Regierungen mehr Pouvoir für mehr schnell können zu agieren, für eben die normale Legislativprozedur ein bisschen mehr schnell zu machen. Das ist in diesen Zeiten wichtig, weil es muss schnell können gehandelt gehen, für ob die heutige Krise die richtigen Aktionen zu setzen. Zuletzt wurde schon mal ein Gesetz eigentlich gemacht, was für 3 Monate soll gelten. Und nur den 3 Monaten kann dann die Chamber das verlängern. Und ich meine, das ist ganz wichtig, dass man bei so Urgenzgesetzen auch ein Enddatum haben. Leider machen wir verschiedene Memberstaaten, verschiedene Regierungen, am Ende gehen du ein bisschen über Ziele raus. Und ich meine, ganz vorbei ist natürlich Ungarn. Ich meine, das wurde in der letzten Zeit auch in der Presse gelesen. Die haben effektiv erstens mal am Parlament eine 2/3 Majorität. Das heißt, die kriegen sowieso alle Gesetze durch, was sie wollten. Und trotzdem haben sie eines von den strengsten Urgenzgesetzen überhaupt auf den Weg gebracht. Auch wenn sie das eigentlich nicht bräuchten, dann haben wir da ein ganz rich, da sind zum Beispiel Strafen vorgesehen für Leute, die sogenannten Unwohlrichten verbreden. Was sind Unwohlrichten? Das wird dann auch die dort Regierung selber festlegen. Das ist natürlich ganz, ganz gefährlich, das ist am Ende enger Tent, auch ob das die Liberté d'Expression, ich meine, das ist etwas, das von den Grundwerten von der Europäischen Union. Wir sind noch eine ganz rich andere Mesuren. Es gibt zum Beispiel kein Enddatum für das Notgesetz. Dann haben sie die Spitäler in der Direktion eigentlich von Militärkommandanten gesagt, ein ganz rich von den Spitäler. Sie hatten probiert, auch verschiedene Gemengerechte eigentlich als ganz inaktiv zu kriegen. Das heißt, dass du eigentlich von der Fidesz Funktionär gibt, die Entscheidungen holen. Das sind Sachen, die für uns komplett inakzeptabel sind. CSV fordert d'ailleurs schon seit langem, seit 2015 hat Mark Spautz den ersten Brief an den Präsident von der EVP gemacht, dass wir nicht mehr mit der Fidesz-Partei, mit der von Viktor Orban, wollen zusammen schaffen. Und das geht allkehr mehr schlimm, weil die probiert mit all neuem Gesetz nach einen Druck zu setzen. Das heißt, dass für uns nach einem Drips die Fass zum Überlaufen bringt. Und wir sind wirklich nicht mehr lang. Wir haben das Woche hat der Frank Engel einen Brief am Namen von den Präsidenten von den Parteien und den Donald Tusk, der Präsident von der EVP, geschickt, für dass man sie sollen aus der Partei komplett ausschließen. Sie sind im Moment suspendiert. Mir bei uns in der Fraktion aus bisweilen noch nicht geschickt. Und dafür habe ich
an ménger Funktion als Chef de Delegation von den 2 Lützeburger dann du auch laut Initiativ geholt an schon mittlerweile 14 Innerschrift von 14 von den 27 nationalen Delegationen, dat mir auch gehätten, dat Daylight nimi mat an der Fraktion sind. Dat das natürlich ein schwierige Schritt. Du mat gif mal als Fraktionen wie klein machen. Du sind dann noch größere Delegationen wie die Deutsche Delegation, die wollen dat nicht. Mir für uns war wichtig, dass man just mal Leute Summe schaffen, die auch dieselwicht Valeuren und Werte vertreten, wie mir sie vertreten, dann dazu gehört Rechtsstaatlichkeit, dazu gehört Liberté d'Expression. Dafür haben wir das heute und Rolle gebracht. Es gibt natürlich schwer, eine Entscheidung zu finden, wenn wir uns nicht physisch können treffen können. Wir haben den Ball und Rolle gebracht und ich werde auch weiter berichten, wie das weitergeht. Für mich ist es auf jeden Fall intolerabel, für man so Leute weiter gemeinsam an einer Fraktion zu sitzen. Ich sage merci für die Nulllästern und hoffentlich bis geschwind bei meiner Sendung, dem Europa Live-Ticker mit Christoph Hansen.